Ja, Freunde, ihr wundert euch vielleicht ein wenig, wieso ich jetzt wieder hier oben bin und nicht in der alten Welt, wo wir in der letzten Folge ja aufgehört haben. Sprich, beim Campus hier. Das hat also das Forschungsinstitut, wie auch immer, das hat seinen Grund, auf den ich gleich zu sprechen komme. Erst einmal möchte ich nochmal ganz kurz, also ich muss nochmal ein paar Minuten zurückspulen, wie gesagt, dazu gleich mehr. Gehen wir jetzt erstmal kurz darum zu gucken, Wie kann ich helfen? wie wir zum Beispiel jetzt hier, wie ist denn das mit den Gelehrten und so, okay, geht eben nach so einem Gelehrtenhaus, muss man irgendwie hier anbauen, offenbar, oder vielleicht irgendwie mitten in der Stadt, keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja, Vorbedingungen schließen sie der Aufstieg von Kaiser Ketema ab, okay. Auch wenn ich das bisher schon gebaut habe, weiter geht's noch nicht. Und ich brauche noch ein paar Ältesten mehr. Alles klar. Man Das sollte dann, immer über seine Verhältnisse. das dann mehr, wenn es soweit ist, wenn wir hier theoretisch noch spenden. Die haben nur dazu, damit wir hier eben mehr Forschungspunkte kriegen. Das wird vielleicht sogar schon gehen. Kann ich hier mal einfach mal einen Tiger nehmen, wo wir schon 3 Stück davon. Kann ich das selektieren? Okay, das ist schwach. Was soll ich sagen? Ah, warte mal. Okay, haben nichts gesagt. Wird immerhin 40 Forschungspunkte geben. Und so kann man natürlich auch ein bisschen sagen, hey, die ich zu viel habe, zum Beispiel irgendwie in Torpedos oder whatever. Also könnt ihr sicher einiges noch machen. Die Frage, welche lohnt sich wirklich, jetzt zum Beispiel mit der Kirche, Einflusskirche, Reichweite, ja gut, also momentan mal nicht, dann kann der noch weg. Etwas, wo wir sowieso zu viel haben, zum Beispiel hier mit denen, bringen auch sehr viel, okay. Krankheitsgefahr minus 20%, ja, aber so viel brauche ich jetzt nicht, Spenden. Spenden wie diese sind der Nährboden Ah doch, das geht, der krass. Wissenschaft. Das heißt, theoretisch können wir jetzt hier auch schon. Ich habe noch zu wenig, ja, okay. Alles klar. Gut. Das soweit dazu. Geht also vor allem eher später. Ruhig den Schweiß von der Stirn. Will ich mich jetzt verarschen? Ja, der Grund, wieso ich zurückgespult habe von der Zeit, beziehungsweise den letzten Autosave genommen habe, der war etwa 4 Minuten, bevor wir die Folge benannt haben. Also irgendwie in der letzten Folge geguckt bei irgendwie Minute 20. Hatte den Grund, er hier war mit all seinen Schiffen, das war vermutlich die Flotte, nee, nicht nur die, es waren noch ein paar mehr, die auch noch und so, oder war es die hier hinten war es, war unterwegs zu der Insel hier, um die abzuballern, und ich konnte es nicht mehr verhindern. Natürlich. Sie brauchen Zeit, um sich zu erholen. Und deswegen dachte ich mir jetzt so, okay, komm, nehmen wir früher einen Speicherslot, weil eben ich konnte es nicht mehr verhindern. Pack die zwei schon mal hier hin, weil das sind ja Verbündete, da spielt es keine Rolle. Pack ja auch schon mal meine Schiffe hin, um hier, das wollte ich eigentlich als nächstes machen, hier umzusiedeln, sprich von der Stelle hier rüber. Und das habt ihr vorhin auch ganz kurz gesehen, dass ich hier schon mal noch ein weiteres Schiff bereit gemacht habe, der dann rüber soll in die andere Welt. Aber gut, wenn er jetzt irgendwie momentan zu feige ist, dann machen wir es doch anders. Und ich nutze die Zeit ein bisschen aus. Ich meine, warum nicht? Um mich noch ein bisschen besser vorzubereiten. Und zwar, wenn er ja unbedingt so oft irgendwie Bock auf Krieg hat, wie wir ihn ja kennen, machen wir doch das hier mit denen. Kanonenturm geht noch nicht, okay. Ich brauche vor allem noch Kanonen. Ich hoffe, ich habe noch ein paar. Weil Kanonen generell habe ich ja schon lange nicht mehr produziert. Deswegen überhaupt noch ein paar habe. Fraglich, weil gut, Kanonen brauche ich ja immer, wa? Insofern. 7 Kanonen habe ich noch, ja, super. Aber irgendwie. Sind leer und warten auf Durchlauf. Motorenfabrik habe ich abgestellt. Ein paar Kanonen mehr brauche ich schon. Ich kann hier mal noch ein bisschen die Kapazität erhöhen. So. Welcher war das mit den Kanonen? Ich kann nur noch Spatzen schießen. Da haben wir einen Geschützturm, das ist was anderes. Das ist hier gar nicht sichtbar. Lustig. Ah, hier. Die Bertha. Die natürlich hier geil ist, aber die ich jetzt nicht unbedingt so brauche. Ah, hier war es. Kanonengießerei. Also mal ganz ehrlich, wir haben doch genug Stahl.
Naja, genug ist jetzt übertrieben, aber es sollte rein, also noch ein bisschen was machen. Natürlich hier zum Teil auch einen angehalten. War genau hier den Hochofen. Eine Explosionsgefahr, aber ich habe eigentlich genug von beiden, also kann ich den dann nochmal anschmeißen. Die Pause ist vorbei. Und den hier, nicht den, sondern den hier oben auch. Da brauchen wir noch ein paar Kanonen und so. Und dann klappt das schon für die neue Welt. Für MBSA, sorry. So, Raubmöwe 2. Sorry für dich, Kumpel, du kannst, du bist sowieso noch unterwegs. Du kannst ja mal hier oben Bereich machen, um das alles nachher mitzunehmen. Und dann geht es für dich nach MBSA. So. Momentan ist noch nicht so wichtig, weil wir haben ja, wie man sieht, wir sind gerade momentan im Friedensmodus. Sehr gut. So, dann machen wir hier mal weiter, wa? Also, die Schiffe sind im Friedensmodus, also ist mit denen sowieso kein Problem. Denen geht es momentan gut, die ruhen sich hier aus, damit sie eben schnell hier rüber können. Sehr wichtig ist. Dann haben wir ihn hier. Machen wir jetzt erstmal den Quests weiter. Die Quests müssen noch die gleiche, wie wir in der letzten Folge am Schluss hatten. Da ist auch noch nicht viel geändert. Genau, erst einmal wollte ich ja... Moment. Damit wir hier irgendwie nichts verpassen oder verlieren, gehe ich mit ihm mal kurz hier rüber. Vielleicht erstmal das Item noch aktivieren. Ich weiß, hatten wir schon mal, aber trotzdem. Dann checke ich mal ganz kurz die Ressourcen. Wir haben gesehen, ich brauche sehr viel mehr Einwohner. Sehr viel mehr. Na, wer ist ein guter Hundage? Ziegenmilch, ja, haben wir genug. Okay, okay. Es ist ein großes Privileg, sein Wissen weitergeben zu dürfen. Okay, also mit den Ältesten, ich glaube, den Auswahl mache ich eher ein bisschen später noch, weil wir haben noch die ganz anderen Dinger, die wir dann noch dazu kredenzen können. Ah ja, das passt. Zumindest aktuell mal noch. So. Der Traktor-Tesla, der quatscht schon wieder. Sind Orten mit der Archibald, ja, da ist mir alles klar. Alles bewusst. Alles kein Problem. Forschungspunkte insgesamt schon 110, die wir uns gekauft haben, sag ich jetzt mal. Wurde unser Land von zahlreichen sich befehdenden Prinzen. So. Ja. Was habt ihr Schönes? Die Hausherrin unserer Nachbarn verlangt mehr und mehr an Pacht. Aber bei der mageren Ernte... Das sind gute Menschen, weißt du? Oh, wunderbar. Kein Problem. Lalala. Jetzt seid ihr happy. Wobei, geht so. Ja, natürlich fehlt noch ein bisschen was, da ist klar. Arbeitspensum sind sie nur bedingt zufrieden. Schade. Ein bisschen verstimmt. Aber das wird schon. Weil ihm der Hibiskus-Tee fehlt, ja. Ich meine, klar, er geht ein bisschen hoch. Die Frage ist, soll er es riskieren? Ich riskiere es mal, komm. Wir sind relativ schnell, ob es klappt oder nicht. So, jetzt sind wir hier. Ich reiß den mal hier ab. Ich hoffe, dass ich hier die Items von dem einfach mal übernehmen kann. Nein, kann ich nicht. Neue Befehle? Ich hätte es gerne hier drüben, wenn es geht. Du kommst einfach mit. Manövriere. Nachher machen wir mal eine Quest weiter. Also ich glaube auch klar, bevor wir mit den Forschungsinstituten viel machen können, erstmal hier die Hauptquest abschließen und dann gucken wir weiter. Nach und nach. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das Let's Play noch irgendwie 30, 40 Folgen dauern wird. Finde ich von dem her eigentlich noch einen guten Schnitt. Also nicht so sagen, ich muss schnell machen und so, dies und das und jenes und hast nicht gesehen. Nö. Ich habe 3 Flussgrund... Aha, warte mal, das sind ja die oben. Ich hatte gerade Flussgrundstücke hier, aber ist ja das Meer, nicht der Fluss. Das ist ein kleiner Unterschied, Michael. Ja, das ist er. Und wie zu erwarten war, habe ich hier keine Bucht, wo ich irgendwie was bauen kann. Das heißt, hier geht's auch nicht, muss wohl darüber, wa? Da ein bisschen schneller, ey. Hab keinen Bock dazu, gucken zu müssen. Du.
Ja, schon mal kommen, so ein bisschen die Insel, Konto bauen, yeah! We can do it! Was passiert, wenn ich eigentlich wirklich lieber irgendwie so hier drüben hätte? Kurs gesetzt. Es war irgendwie direkt hier in... direkt in der Reichweite, aber es muss irgendwie gehen. Zur Stelle. Höhe stabil. Ja, wo ist es jetzt? Ah, hier. Hi. Aber jetzt gerade muss ich echt jetzt switchen oder hätte er das auch bauen können, obwohl ich jetzt hier in dem Beser bin? Ah, egal, komm. Die unverschämte, lästige Klette. Aber es ist die gleiche Insel wie zuvor. Schoner steht bereit. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das ist der größte Witz in der Sache. So. Und also Neue damit. Befehle? Friedensmodus. Du kannst jetzt mal wieder zurückgehen. Die Eiskrone. So. Wir werden unter anderem noch diese Quest hier offen. Dann fliege ich erstmal dahin. Gucken wir mit Diplomatie. Wie sieht's denn aus? Ja, ich habe noch genug Zeit mit ihm. Hier sind wir noch im Friedensmodus, aber ich habe eben noch... Beleidigen nahezu sicher. Ja, das nehme ich an. Alter, gut, wir sind schon auf 47, das ist schon viel. Aber ich hätte gern mit Handelsrechnen, wären wir schon ein bisschen wöhler. Mit dem jetzt sowieso da, aber ein bisschen geht nicht mehr. Naja. Ja, aber wir haben doch jetzt hier mittlerweile schön Wasser. Also zumindest da oben, hier unten fühlt es nur langsam. Na, aber kommt. Kommt gut. So, wo bist du jetzt? Komm schon, Luftkrone. Lass mich nicht hängen. Kommen wir ganz kurz in die alte Welt zurück zum Gucken. Wie weit ihr hier mit den Kanonen seid. So quasi mit den Kanonen auf Spatzen Hab ich dich gar schießen. nicht erwartet. 3 hätte momentan noch bauen kann. Ich sage pro Insel 2 bis 3. Also sagen wir jetzt mal pro Insel 2. Ich habe 3 Inseln aktuell. Die eine habe ich ja abschießen lassen. 2, 4, 6 oder halt 3 mal 3, 9. Also insofern, ja. 30 oder 45 bräuchte ich. In Kürze beginnt die Arbeit. Wir sind dankbar für deine zuverlässige Hilfe. Ja, kein Problem. Also Tonnen natürlich, Kanonen. Tonnen an Kanonen wollte ich insgesamt, damit es klappt. So, und dann kann ich das Schiff rüberschicken. Dann haben wir schon mal 3 Kriegsschiffe hier, das passt, glaube ich. Schoner steht bereit. So, oder wenn sie mit dir zu sprechen. Was? Eine Familie der Meniga hier, deren ist sehr schnell ausgefallen. Helfen können. Warte mal, das ist nicht der. Nein, das ist ja hier unten. Das ist da, wo ich gesagt habe, jo, ich guck mal, was sich machen lässt, wa? Mischen Sie sich nicht in Traditionen ein, die Sie nicht verstehen. Es ist die Bestimmung der Meniga zu dienen und ihn besser zu versorgen. Schade, ich wollte dir helfen. Ich bin froh, dass du auf uns aufpasst. Ein Dromedar. So, jetzt haben wir hier schon relativ viel, wo wir irgendwie handeln können. Entscheidungen treffen, trefft eine Entscheidung, trefft eine Entscheidung, trefft eine Entscheidung, müssen nur noch Entscheidungen treffen. Schade eigentlich. So, kümmern wir uns erst einmal noch um das eine Bild von Archie. Also offenbar... was jetzt die Insel, bin ich mir ganz sicher. Erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh mon Dieu.
Die haben ja auch nie Ruhe. Ah, hier war's. Kurs gesetzt. Neue Befehle? So, hier mit dem Kontor. Ja, jetzt kann ich 4 bauen. 4 ist zwar schön, ja, aber ich brauche mindestens 30 Tonnen Kanonen, damit ich rüber kann. Oder beziehungsweise wieder nach Mbesa kann. Und herrlich zugleich. Seht ihr, so schnell geht's. Vielsagender Felsvorsprung. Sagt Tschüss. Hä? Ernsthaft, bin zu weit weg? Hier. Also wenn das in der Anspielung an König der Löwen ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Die Königin wird sich über dieses Bild freuen. Tragen wir diesen Ort als Löwenherzfels ein. Mach das, Archie, mach das. Das waren alle großen Orientierungspunkte. Sie haben der Königin einen wichtigen Dienst erwiesen. Eine präzise Kartografie ist von großer Bedeutung für das Empire, wenn wir dieses Land regieren wollen. Ich habe das Gefühl, daraus wird irgendwie nichts. Mit Regieren und so. Stelle ich mir jetzt eher ein bisschen schwierig vor. Aber egal. Dann. Ich würde sagen, gehe ich mit dir wieder hier hin. Steuere! Ich glaube, hier brauche ich eigentlich nichts. Da kann ich ganz normal lesen oder sonst irgendetwas machen. So, gespeichert hat das Spiel, aber ich bin auch nicht so weit. Ich muss noch ein bisschen abwarten. Der Tee, ja, im Hibiskus-Tee wird mir halbes Knick brechen, das war zu erwarten. Schillert die Brust des Papageis rot, wird das Wetter gut. So. Weil die Produktion vom scheiß Hibiskus-Tee halt auch teuer ist. Ich kann dir das beibringen, wenn du... Ich nehme an, ich habe von Blüten selber nichts übrig. Und das war ja auch so, oder? Dass ja der Verbrauch irgendwie 1:1 ist. Nee, ja nicht ganz. Beziehungsweise eben 3:2. Ja, genau. Auch 2 von denen und 3 von denen. Beide sind halt 15 pro, da 35 pro. Ja, ist halt schon viel. Ja, müssen wir mal gucken, wie es läuft mit der Zeit. Das müssen wir dringend angucken. So. Das war ja der Quatsch, dass ich da extra Holz brauche. Von der alten Hütte, von der alten Welt natürlich. Sonst wird daraus nichts. Tabakplantage war noch in einer neuen Welt, ja, da haben wir auch gesagt, zumindest vorerst mal, noch nichts machen. Und ist sowieso nur hier drin, also shit happens. Und dann noch Brillen holen, damit sie das auch noch haben, ein bisschen fröhlicher sind, ein bisschen mehr Geld spenden. Ja, passt doch, wa? Also, nochmal hier hin und gucken uns das mal an. Abhandlung über Ketzerei im goldenen Zeitalter. Ketzerei ist etwas, was die Mächtigen in ihrem Herrschaftsgebiet nicht dulden. Im goldenen Zeitalter brannte Surya in einem Rausch des Wahnsinns ganz Mbesa nieder, sein eigenes Land. Er brandmarkte die Einwohner von Kidusi als Geächtete und Ketzer und folterte jeden, der sich nicht vom wahren Glauben abkehren wollte. Viele starben. Doch die wahre Bedeutung von Ketzerei ist jede Lüge gegenüber der Seele. Jede bildliche Darstellung einer Gottheit kann nur eine Lüge sein, da Göttlichkeit alles übersteigt, was ihre Diener sehen können. Aus diesem Grund ist Götzenverehrung Ketzerei. Jo, das da waren nicht nur Sie der Meinung, Die Menschen lassen sie hochleben. Ja. Ach, übrigens. Die
Menschen lassen sie hoch. Bevor wir es vergessen. Also nicht unbedingt das. Es war jetzt irgendwie gerade by the way. Sehr gut, geht voran. Ich wollte mich hier unten noch ein bisschen bereichern. Erst bitte ich sie herein und dann nehme ich sie aus wie eine Weihnachtsgans. Ja, ich meine, wir sind ja noch im Friedensmodus. Ne, dauert noch ein bisschen. Aber ich habe also immer noch alle Zeit der Welt. So. Hatte ich schon, Dankeschön. Der hier. Die Danei der gesegneten Toten. Ja, von Ebene. Was? Tod durch Erdmännchen. Hä? Tod durch abstürzende Felsen nach dem Bergpfad. Tod durch Sturz vom Bergpfad. Tod durch schwere Schwertverletzungen. Erwähnenswerter Besitz, alter Speer wurde der Achtheit anvertraut. Ach, was ist die Achtheit? Tod durch Ertrinken in einem Fluss süß Wein. Notiz an mich selbst, Stabilität leiten im Keller prüfen. Erwähnenswerter Besitz. In einem Fass Süßwein, okay. Ja gut, süßer Wein, ja. Hä? Ketzerei. Hä, da hatten wir doch schon. Dann sollt ihr die Bücher lesen. Ein Tageleben eines Priesters. Ein Priester von Kidusi folgt strenge Regeln und Ritualen in einem vom Herrn geschenkten Tag. Pflichten. Morgens Waschungen, mittags Waschungen, abends Waschungen. Rituale. Alle Waschungen sind im heiligen Becken vorzunehmen. Die Zeit zwischen den Waschungen darf im Dorf verbracht werden. Körperliche Arbeit und Handwerk sind verboten. Nur den Anhängern des wahren Glaubens und dem Beser ist es gestattet, in der Gemeinde zu leben. Nur die ordinierten Priester dürfen die traditionelle Tätowierung von Kidusi im Gesicht und am Handgelenk tragen. Neulinge haben ihr nacktes Handgelenk zu zeigen, um ihre Identität vorzuweisen. Dies sind die Regeln, die nach der dunklen Herrschaft Syrius aufgestellt wurden, deren Flamme alle Bücher auf Kidusi verschlangen. Verflucht sei sein Name. Okay. Gut. Ich würde sagen, Freunde, in der nächsten Folge machen wir die restlichen Bücher. Und sind gespannt, wie es dann auch hier weitergeht. So generell. Im Allgemeinen geht es eigentlich gut voran, aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, wie man so schön sagt. Und ja. Salam alaikum. Salam alaikum. Wundervolle Sprachen und farbenfrohe Gewänder. Jo, erfreue dich an jener. Also egal. So, also das erstmal noch weg, aber wir garantiert irgendwie noch hier hinkommen. Wir haben hier noch sehr, sehr viel zu tun. Ach du Scheibenkleis, hast du nicht gesehen? Ja gut, aber immerhin ein schönes Bild geschossen von hier vorn und momentan, wie bereits erwähnt, im Friedensmodus mit ihm. Und auf das Leben, das ich jetzt führe. Eine gute Frage. Der Höhe. Der war noch ein bisschen, ich hätte ihn doch gerne in 50 oder 60 mit der irgendwie Handelsrecht reinkommen. Das wäre schon geil, aber eben, es wird noch ein bisschen dauern. Ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Mit der Kohle wird auch so ein Ding werden, aber obwohl eben momentan Die sieht es ja Waffenruhe wurde beendet. schon durch Anteilseinkommen natürlich sehr gut aus. Muss natürlich noch ein bisschen ausbauen, ne, ist klar. Dann habe ich ja noch vor, ihm noch ein bisschen mehr abzukaufen und so, damit das eben noch ein bisschen mehr steigt. Eben, ich bin nicht mehr so hoch wie auch schon, aber generell Bilanz hier ist ja gut, aber eben Bilanz und Vermögen sind zwei Paar Schuhe. Das wissen wir, da ist nichts Neues. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück in MBSA bei Anno 1800. Bye, bye.